Die heidnische Vorstellung von einer unsterblichen Seele bildet die Grundlage für die unbiblische Theorie der Reinkarnation oder Seelenwanderung. Diese Theorie ist von einigen großen Weltreligionen angenommen worden. Während die meisten Christen an die Existenz einer unsterblichen Seele glauben, die nach dem Tod in einem ewigen Himmel oder einer ewigen Hölle verweilt, meinen diejenigen, die an Reinkarnation glauben, dass eine solche unsterbliche Seele viele Zyklen von Tod und Wiedergeburt hier auf der Erde durchläuft. Einige sehen die Reinkarnation als einen Prozess der spirituellen Evolution, der es dem Geist erlaubt, auf seiner Reise zur Vollkommenheit immer höhere Ebenen des Wissens und der Moral zu erreichen. Hindus glauben, dass die ewige Seele Bewusstseinsstufen oder Samsara in 6 Lebensformen durchläuft: Wasserwesen, Pflanzen, Reptilien und Insekten, Vögel, Tiere und Menschen, einschließlich der Bewohner des Himmels. Wenn Jesus nur einmal gestorben ist und ebenso alle Menschen nur einmal sterben, warum glauben dann sogar einige vorgebliche Christen an eine gewisse Form von Reinkarnation? Viele Menschen glauben nicht an das, was sie glauben sollten, sondern an das, was sie glauben wollen. Wenn eine Theorie ihnen existenziellen Frieden und Trost bringt, reicht ihnen das zur Beendigung der Diskussion. Aber wer die Bibel ernst nimmt, kann die Theorie der Reinkarnation nicht akzeptieren. Erstens widerspricht diese Theorie den biblischen Lehren von der Sterblichkeit der Seele und der Auferstehung des Leibes. Zweitens negiert sie die Lehre von der Errettung aus Gnade durch den Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi und ersetzt sie durch menschliche Werke. Drittens widerspricht die Theorie der biblischen Lehre, dass das ewige Schicksal durch die Entscheidung in diesem Leben für immer festgelegt wird. Viertens spielt diese Theorie die Bedeutung und Relevanz von Christi Wiederkunft herunter. Und fünftens besagt die Theorie, dass jemand nach dem Tod noch Möglichkeiten hat, die Fehler seines eigenen Lebens zu überwinden, was unbiblisch ist. Zum Schluss sei gesagt, niemand von uns weiß alles und jeder kann und darf glauben, was er möchte. Wenn es aber um die Wahrheit geht, gibt es keine Versionen, denn sie ist einzig.